Haag in Oberbayern ist recht malerisch und auch kulinarisch höchst interessant. Hier machen sie nämlich ein Schmalzgebäck, das gibt's nur in Haag und Umgebung, die sogenannten Hauberlinge. Nach solchen besonderen Spezialitäten bin ich immer auf der Suche. Und drum habe ich mich mit Gertrud Haunolder verabredet. Grüß dich. Grüß dich. Ich bin der Matthias. Ich bin die Gertrud. Du zeigst mir, wie man Hauberling macht. Ja, wenn es dich interessiert, Ich bin total gespannt. Ich kenn's nicht. dann geh einer. Ja, ist klar. 160 Hauberling macht die Gertrud jeden Freitag für den Haager Bauernmarkt, der um 10:30 aufmacht. Ich habe jetzt 1600 Gramm Weizenmehl und 400 Gramm Roggenmehl und dann kommt nur Salz nach Geschmack rein. Also es ist ein deftiges Gebäck und das verrühren wir jetzt, mischen wir ein bisschen ab. Dann brösel ich da die Hefe rein. Der Kümmel, dann schützt du da außen rum. Schön. Mal aufpassen, dass du Das Eier-Weißbier. nicht rausschießt. Unser Haager Weißbier. Ja, du hast noch nein. Genau. In den Teig kommt nur Eiklar rein. Also manche machen es auch mit ganzen Eier, aber ich mache es nur mit Eiklar. Du, ist das jetzt dein Rezept oder gibt's da überhaupt ein verbindliches Rezept oder wie ist das? Also du wirst in... Das ist tatsächlich so, wie es halt ich mache. Die macht jeder anders, so wie er es irgendwo überliefert gekriegt hat, weil es in keinem deutschen Kochbuch drin steht. Und die darfst jetzt ungefähr so 7 Minuten rühren. Schon auf volle Stufe. Die Gertrud ist eigentlich eine gelernte Bankkauffrau. Auf den Hof in Rechtmehring bei Haag hat sie eingeheiratet und führt seitdem ein Leben als Bäuerin. Wie du da hier eingeheiratet hast, hast du der Hauberling auch schon backen können? Nein, weil Schmalzbacher habe ich daheim nie machen müssen. Also ich habe wohl Kuchen gebacken, aber Schmalzgebäck. In Rechtmehring war mal wohl ein Schmalzbackkurs und die haben ein Hauberling gemacht, aber nicht die Hager Hauberling. Das waren so Zusammenbackte, wie sie es in Dorfen machen. Und wer hat dir das Hauberling machen dann gelernt? Und vor 5 Jahren hat mich Susi mal gefragt, sie braucht noch jemand für den Bauernmarkt, der es unterstützt beim Hauberlingbacher, weil die immer aushauen und ihr werdet zu viel. Und dann hat sie mir gezeigt, wie sie die Hauberling macht und seitdem helfe ich ihr Hauberlingbacher. Die Susi ist zu Hause auch gerade am Backen. Wir treffen sie nachher auf dem Haager Bauernmarkt, wenn wir dort unsere Hauberling für den Verkauf abliefern. Also, das ist noch eine Eigenheit von den Hauberling, dass die nicht zu viel Schmalz haben dürfen. Wir Krapfen oder so, die backt man in schwimmenden Schmalz raus. Und bei den Hauberling, da ist das ungefähr so viel von der Höhe im Topf, weil sie die sonst, wenn man die Eile umdreht, dann heißt es Fegelkirche, dann gehen die nicht schön auf, dann kriegen die diese Haube nicht. Oh, jetzt glaube ich, wir müssen uns schicken. So hoch braucht er normal gar nicht sein. Also ich tue den Löffel ins Wasser reintauchen. Manche machen es im Öl, dass der dann vom Löffel besser runterrutscht. Und dann legen wir den dort gerade so ein. Brutzelt ein bisschen. Wenn ein Topf voll ist, kommt für circa 5 Minuten der Deckel drauf. Ihre Topfdeckel hat die Gertrud in Geschirrtücher gewickelt. Und das ist ganz schön gewieft. Früher haben die bei den alten Schmalzdeckel Holzdeckel gehabt. Und das Holz hat auch die Feuchtigkeit aufgesaugt, dass das nicht ins Schmalz spritzt. Und ich helfe mir da mit Geschirrtüchern. Und jetzt musst du quasi hören, wann das fertig ist, oder wie geht das? Da kann man nachschauen. Also die haben nicht so beleidigt wie eine Dampfnudel. Eine Dampfnudel, wenn man es früher aufhebt, die duckt sie und die Hauberling machen das nicht. Da können wir jetzt nachschauen, ob die unten schon, die haben noch ein bisschen kasig, aber sie sind schon aufgegangen. Also so kehren die? Die müssen so aufgehen? Ja. Wenn die Hauberlinge einmal aufgegangen sind, werden sie rundherum knusprig ausgebacken. Ach, schau her, die fühlen sich total leicht an. Das ist ein Zeichen, dass er durch ist. Die Gertrud gibt Vollgas und im Nu haben wir einen Haufen Hauberling gebacken. Und die haben nicht nur besondere Zutaten.
Die haben diese Haum da oben. Also unten, das siehst du, da ist ein bisschen ein Randal, das nennt man ein Fürsal. Und oben ist der so richtig schön aufgegangen. Also Haube und Fürsal. Ja. Sonst ist kein Hauberling. Jo, schon. Also ich will jetzt unbedingt einen probieren. Ja, unbedingt. Qualitätskontrolle müssen wir immer machen. Das ist ein bisschen wie ein Brot, schaut das schon aus eigentlich. Die sind dann innen dann ganz, wenn es passt, siehst du diese Poren. So schauen sie gut Boah, aus. der ist außen knusprig und innen, das hat schon was von einem Brot, gell? Ja. Und was toll ist, dass das Schmalzgebäck ist, was eigentlich ein bisschen salzig und herzhaft schmeckt. Und ganz ungewohnt, weil normalerweise ist sowas ja süß. Das ist herzhaft. Saugut schmeckt der her. Und gar nicht mehr aufhören. Dann haben wir es richtig gemacht, oder? Ja. Genau. Nach gut 3 Stunden haben wir die 160 Stück fertig. Jetzt geht's nach Haag. Um 10:30 macht der Bauernmarkt auf. Und da muss das Sortiment komplett sein. Grüß euch. Ich stehe die immer da. Tun wir es daher? Okay. Und das ist die Susi Stein, von der die Gertrud das Hauberlingbacken gelernt hat. Sind das deine Hauberling? Das sind jetzt meine und die sind eine Gertrud. Genau. Sie schauen total gleich aus. Ja, ich habe auf Deutsch gesagt eine gute Lehrmeisterin gehabt. War das schwer, dass man da wen findet, der das noch macht? Ja, ist nicht einfach. Es muss ja jemand Zeit haben, das zu machen. Und dann Interesse haben und eine Freude haben daran. Gleich habe ich auch nicht ja gesagt. Aber Susi kann das so gut. Jemand für was begeistern. Seit über 30 Jahren schon gibt's diesen Markt, in dem sich Bauern aus Haag und Umgebung zusammengeschlossen haben, um ihre Erzeugnisse direkt zu vermarkten. 12, oder? Perfekt. Gut, schönes Wochenende euch. Danke dir auch. Für dich. Die Hauberling sind hier der Renner. Manche Kunden kommen extra wegen ihnen. Und das haben wir mal gesehen, dass die da draußen gibt. Jetzt kommen wir wieder, kaufen wir ein paar mehr. Die frostet man rein und dann kurz in die Mikrowelle rein, dann sind die wie frisch. Rindersuppen und Hauberling. Ein Traum. Jetzt holen wir noch ein Lingerl und da ist der Mittag Hauberling dazu. Was macht denn die Hauberling so besonders? Weil das ein Original-Hager-Rezept ist aus dem Hager Land, das gibt es immer schon. Und da wird das besonders gut zubereitet, besser als ich selber daheim kann. Darum kaufe ich es gern da. Das Schmalzbacken hat in Haag eine uralte Tradition, die über 500 Jahre zurückreicht. Damals war das Backen in Schmalz zur Fastenzeit verboten. Drum hat die Grafschaft Haag beim Papst in Rom einen Dispens, also eine Ausnahmegenehmigung, beantragt und sogar bekommen. Gerhard Gramer vom örtlichen Geschichtsverein weiß, wie die Haager das damals geschafft haben. Unser Graf, damals noch Freiherr Sigmund, ist extra nach Rom gereist und hat eine Stiftung von 2000 Gulden, also das dürften so heute 500.000 Euro sein, in Rom gelassen, um dann quasi diesen Freibrief zu bekommen. Und jetzt sag einmal, das ist wirklich diese Urkunde der Dispens vom Papst für die Haager? Das ist die Urkunde, die der Raimundus, also der Nuntius für Deutschland, also der Botschafter des Papstes im Deutschen Reich, damals 1489 in Nürnberg ausgestellt hat. Ist also und da steht also dann auch der Name des Sigmund, Freiherr zum Haag. Hauberling-Dispens. So nennen die Haager diese Urkunde heute voller Stolz. Mit Recht, wie ich finde, denn sowas gibt's wohl kein zweites Mal. Mit dem Verkosten muss ich mir jetzt aber ein bisschen bremsen. Zum Mittagessen will mir nämlich die Gertrud daheim noch zeigen, mit welchem Gericht die Haager ihre Hauberling am allerliebsten essen. So, dann da die sagen wir, essen wir. Das ist jetzt ein Reragu. Das ist ein Reragu. Wenn es bei den Haunolders Hauberling mit Reh gibt, dann freut sich die ganze Familie. Im Haus wohnen nämlich auch Gertruds Schwiegermama Gertraud, die Söhne Alexander und Bartholomäus und natürlich ihr Mann, auch Bartholomäus. Danke. Guten Appetit, da die sagen. Guten. Ja, das passt schon gut zusammen. Na, Wahnsinn.
Gut hast du das gemacht, Mann. Danke. Ja, wirklich. Respekt. Gerd wir die schon mal wieder rum. Mit was kommen die jetzt alles zusammen essen, die Hauberling? Und der früher kostet der Marmelade rein, nicht wahr? Oder mit Honig, wenn sie kalt haben. Oder wenn sie ganz frisch haben. Dann brauchst du gar nichts dazu. Da ist das ja so. Also, ja, das ist jedem Geschmackssache. Da gibt es einen Hähnerragout. Früher hat es ein Gockelragout gegeben. Und da hat man die auch gemacht. Und eine Gans jung. Von der Gans den Kragen. Und das ist genau so gemacht worden wie das. Und bist du jetzt froh, dass du da eine Woche deine Ruhe hast von die Hauberling oder kannst gleich morgen schon weitergehen? Nein, das langt jede Woche. Dann auf die Köchin. Auf die Köchin, ja. Danke für die Einladung. Prost.